Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Hoffe, hat auch Feuer oben. Es ist langsam Zeit, bei mir ist es jetzt 10 vor 6 Uhr, aber das geht auch in 2 Stunden oder so, bis ihr das Video seht. Das spielt jetzt aber keine Rolle, denn irgendwie ist MW3 einfach schon langsam ein bisschen am Abflachen, was so Motivationskurven von mir anbelangt. Und an dem wird vielleicht die neuen Karten etwas ändern. Vielleicht aber auch nicht. Wie man aber etwas kann ändern kann, ist natürlich immer, wenn es nicht mehr so interessant ist, vielleicht gibt es etwas, wo man es wieder ein bisschen interessanter machen kann. Und eine Möglichkeit, die auch der Swiss in Erwägung hat gezogen und das auch hat gezeigt, bei seinem letzten Video hier, zusammen mit dem Blog, wo sie hier sehr interessante, intellektuell hochstehende Themen anschneiden. Also wirklich sehenswert. Checkt den Link in der Beschreibung. Er nimmt dort mal ein Stickersgewehr für. Und wie ihr ja vielleicht alle wisst, sind so die dickeren Knarren nicht unbedingt wahnsinnig beliebt. Weil sie einfach ein bisschen scheisse sind. He? Und darum, ja, wieso sich nicht mal eine neue Herausforderung gönnen? Wenn es schon nicht mehr so richtig Spass macht, nimmt man vielleicht etwas, wo man wieder mal ein bisschen Spass haben kann. Und er ist jetzt hier jede verfügbar. Die Frage, die sich hier natürlich gerade stellt, welche ist jetzt besser und schlechter? Ich muss halt sagen, die M60 ist natürlich immer ein Klassiker. Ein richtig fettes Teil, wo man richtig schön und lang reinlassen kann. Aber ich habe gehört, dass hier die Pescheneck auch noch gut scheint zu sein. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich eigentlich keinen Plan, weil ich habe sicher auch schon 10 oder andere Videos über die Waffen gesehen, aber die Quintessenz ist immer gleich, sie sind nicht gut. Und von dem her, wieso sich so etwas merken? Also, schau, Pescheneck, tönt gut, nehmen wir doch mal die. Haben natürlich nichts zum Draufschrauben, da auch natürlich auch nichts. Und nehmen wir doch die Wintercamo, weil sonst nichts zur Auswahl steht. Und dann ist halt immer die Frage, wie will man dann, ja, keine Ahnung, seinen 2 Waffenslot bestücken? Ja, ich denke, so eine RPG kann man auch noch gut brauchen, weil wenn man schon ein dickes Maschinengewehr dabei hat, wie der Rambo, kann man eigentlich auch noch den gerade einpacken. C4 ist eh klar, das taktische, ja, whatever. Und jetzt ist auch immer die Frage, die Teils brauchen hure viel Zeit zum Nachladen. Da ist eigentlich Slay of Hand Pro sowieso zu empfehlen. Ich glaube ja, ich lasse das drin. Genau. Und dann hier, ja, ich weiß doch auch nicht. Wenn man so ein dicker Fisch ist, lohnt es sich so, wenn man noch so ein bisschen Panzerrüstung anlegt. Und von dem her wähle ich sonst mal den. Und als drittes, ja, es ist halt immer die Frage, wenn man eher aus der Hüfte ballert, ob es die einem etwas bringt. Aber mit Stalker kann man ja, wenn man zielt, sich schneller bewegen. Also ich würde mal das ausprobieren. Ich lasse das also drinnen. Und beim Strike Package, ja, wobei, eigentlich könnten wir, komm jetzt drehen wir richtig durch und ziehen da die scheiß Spezialisten-Paketgeschichte durch. Dann machen wir doch als erstes gerade den dicken Panzer, jawohl. Und dann als zweites, Moon brauchen wir auch nicht so schnell, aber es wäre noch geil, wenn wir ein bisschen länger könnten säckeln, würde ich sagen. Und dann tun wir uns so noch lautlos bewegen am Schluss, bevor es da alle geht. Also, rein mal so vorausblickend nehme ich nicht an, dass ich es mal schaffe, der komplett Spezialist zu werden. Aber ich will jetzt nicht allzu pessimistisch wirken. Also, auf dem 4 ist die Mähre, starten wir doch mal ein Domination. Standard Domination. Sollte ich mich ein bisschen auskennen. Ich habe jetzt zwar in den letzten Tagen nicht mehr ganz so viel gezockt. Oh, und da eben noch so eine Halbkleinerei. Ja gut, wobei. So der Level 24er. Gut, der war noch gut gewesen. Also jetzt probieren wir mal mit dieser fetten Flöte die Krieg zu ziehen. Also, Seaton kennen wir haben. Gehen wir eventuell hier oben rein. Mal schauen. Das 3. Nein, das 4, genau. Oh Scheiße, jetzt kann ich natürlich nicht. Hier ziehe ich natürlich immer gerne links, um sie dann beim C zu empfehlen. Aber ich würde sagen,
Holen wir uns das für das 4. Perk, ja? So. Ah, das ist die, hä? Gut, jawohl. Schnell schauen, was wir hier ausrichten können. First Blood! Mir verreist! Das gibt's ja nicht. Ei. Ei, caramba. Frage, wo die sicher sind. Vielleicht will noch einer an mein C4 schlucken. Aber machen wir doch jetzt mal rein auf Risiko. Gut, also. Ich meine, wenn ich schon Fressen bekomme, ist es wenigstens gut, wenn wir gewinnen. Aha. So schnell kann sich das ändern. Du hast einen an meine. So, den hätten wir abkassiert. Shit! Ja, leck du mir, da bewegst du dich wirklich nicht so schnell mit dem Teil. Also, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir Bravo können defenden können. Der ist so ein Maden. Was? Durchgeschossen, ist auch nicht schlecht. Der säckelt, ha? Und mein Mitspieler, Hure mit der F am Geier, die Schwuchteln. Oh, das ist jetzt richtig dumm gewesen. Hure anfangen nachladen. Ja, nein, aber meine Teammates sind irgendwie richtig scheiße, oder? Scheiße, da war noch eine S-Mine am Boden. Schwenken. So. Hey nein, was ist das? Hey nein, hure peinlich, so geil. Wieder mal so einen Camperfotze verwünscht. So. Oh nein, der Hind, das ist auch leid. Gegen den habe ich natürlich nichts zu bieten, aber das schnell reinnehmen kann, dann packen wir das vielleicht. So, schön. So, vielleicht nicht raussäckeln, sonst plötzlich vom Hind erschossen. Ah, schau. Ui, ja. Also, oh schön, endlich ist das Teil weg. Meine Spielweise ist nicht unbedingt gerade prädestiniert für die Waffe. Ja, keine Ahnung. Mal schauen, ob es hier beim A etwas gibt. Losing Charlie, das ist nicht schlecht. Es wäre gut, wenn man den defenden könnte. Das ist... Was willst du mich verarschen? Das ist ein blöder Wichsen. Also. Das war ja wohl jetzt gar nichts. Also ich kann eigentlich jetzt schon folgende Sachen feststellen. Ich bin nicht gemacht, für mit so einer Waffe zu spielen. Ja, das C4 hilft immer. Aber es ist eigentlich schon noch witzig, wenn du einfach herstehen und dann mal hinterher fliegen kannst. Oh Scheiße, die schieben richtig aufs C, sehe ich hier gerade. Was Losing Charlie? Genau das habe ich auch gedacht, ist nicht gut. Ja, nein, die sind ja alle in diesem Gebäude. Yep. Check mal den Homo. Das gibt's ja nicht. Das ist doch geil an so einer Knarre. Oh Scheiße, nein, von hinten gefickt worden. Aber das ist doch schön an so einer Knarre, mal richtig schön durchflattern. Ja, Junge, so schnell kann es gehen. Payback in your face. Ja. Also, sie echt die da oben rumschwänzeln. Nein, leider nicht. Scheiße, einer ist zu viel gedrückt. Aber so ist es eigentlich noch sinnvoll mit dem Nachladen-Speed. Ah, shit, ja. Aus der Hüftballer, viel Spaß. Ich glaube dass sie durch das Ding einen Motion Sensor da oben haben. Oder man hat doch irgendetwas so gehört, klickern. So. Aber das ist gut, dass der Gegner immer so ein bisschen am gleichen Ort bleibt. Weil da kann man sich easy das Payback holen. Also. Keine Ahnung, wo sie sind. Da oben ist ein Kollege, das ist gut. Oh, da hinten ist einer gesäckelt. Zieht nach rein. Ja, das sind Baller-Skills. Ah, Scheiße. Schau, schaut hier, der Spastel.
C4. Sorry, C4 ist das Geilste, was es gibt. Also, Jumpshot. Nein. Oh. Scheiße, Mann. Der hat die ja fast noch genommen. Gibt's ja nicht. Also, jetzt sind einfach 3 Säckchen. Ah, da hat der Kollege ein bisschen aufgeräumt. Schön. Wobei, der Pumper ist weniger schön, der durch scheinbar auch ist rumgezogen. So schnell kann es gehen. Wird man von der Seite gefickt, aber... Nein, dumme Wichser. Gibt's ja nicht. Mit was hat er jetzt geschossen? Sind das FMGer gewesen? Also, der Sieg ist eigentlich schon fast nicht möglich hier. Muss ich ganz ehrlich leider zugeben hier. Der Pumper, ja. Ah, schön. Hey, nein, was? Ich bin der Beste vom Team. Hey, das ist immer wieder ein härter, finde ich. Weil... Scheiße. Ich meine, hallo. Ich spiele mit einer richtigen Spastikerwaffe. Und jeder, der hier mit seiner Pro-Waffe spielt, sollte irgendwie jetzt noch schlechter sein. Ganz leid, oder? Dieser hockt im Ecken mit der FMG, du bist eine schwule Sau, Mann. Nein, mal schnell. Zieh nochmal den Späßchen rein, was macht er überhaupt? Advanced. Was habe ich da? Nichts, wo mir etwas bringt. Oh, mo. Scheiße. Aber ja, Spass muss man haben. Dort war einer. Dort sind mehrere. Naja. Also, langsam vergeht mir das Lachen. Yes! Hey, nein, ganz ehrlich, Jungs. Ich hoffe wirklich, dass ihr auch schon mit dem C4 gespielt habt. Weil es ist das Allergeilste. Dort überlebt man die abgefahrensten Situationen, ganz ehrlich. Jawohl. Don't fuck with my Pescheneck. Weißt du, es klingt auch schon so ein bisschen gefährlich, der Name. Oh Gott, hoffentlich ist da oben keiner. Nein, da muss ich wirklich jetzt sagen, sonst sind sie da oben immer hure schäbig am Campen. Aber heute machen sie hier eigentlich noch einen guten Job. Ich habe ein bisschen die Hose voll, weil ich habe keine Ahnung, von wo dass sie könnten kommen. So eine Scheiße, habe ich gesagt. Ja. So, fast schon Boden gekotzt, sorry. Schnell einen gekillt. Oh. Ja. Irgendwie muss ich auch unbedingt etwas trinken. Weil sonst verrissen meine Stimmbänder. Hey, nein! Jetzt sogar noch negativ. Was für ein Debakel. Nein. Ja, ihr seht, meine Entscheidungen in diesem Spiel sind nicht immer zu meinem Vorteil gewesen. Ich glaube, der Dan ist einer, ja. Look. Scheiß Maden. Sag mir Hallo. Shit, nicht gelangt. Scheiße. Ja, ein bisschen zu cool tun, hä? In dem Fall. Schau mal, der Witz mit der Pumpe. Ja, komm nur. Schade. Oh, ei. Ist das leid? Hey, nein. Das Game ist jetzt gerade durch. Und ich sterbe gerne nochmal, weil eigentlich ist es ja wirklich richtig super, wenn man ein dummes Huhn dort raussäckelt. Ja, nein, dominiert jetzt noch. Das ist ja wohl eine Frechheit. Pescheneck, komm. Nur der Letzte. Also, jetzt habt ihr gesehen, ich war scheiße gewesen. Und, wobei, sieht schon noch gut aus, so mit dem RPG auf dem Rücken. Und einen eleganten Sprung auf den Rücken, wie beim Schleifschuhlaufen auf die Fresse geht. Ja, schade. Eben, ja, was ist die Erkenntnis? Wenn ihr Spass habt, nehmt ein schweres Maschinengewehr oder Light Machine Gun, wie es auf Englisch heisst. Aber erwartet nicht, dass ihr damit gut seid, hä? Naja, immerhin ein paar Sachen freigespielt, wahnsinnige 8118 XP eingefahren. Da freut man sich tierisch. Also mir hat es wie gesagt extrem Spass gemacht. Und ja, hoffe euch hat das Video gefallen. Schönen Abend zusammen.